eens. Over het eerste lied zingen nummer 31. Stimmt an mit vollem Klang und preiset Gottes Sohn. Wir scharen uns mit Jubelsang, wir scharen uns mit Jubelsang, unseres Vaters Thron, unseres Vaters Thron. Wir pilgern nach Sion, herrliches, liebliches Sion, ja, heimwärts geht es nach Sion, der herrlichen, lieblichen Stadt. O Liebe, leeres Herz, das hier noch schweigen will, komm, richt die Blicke himmelwärts, komm, richt die Blicke himmelwärts, dann bleibst auch du nicht still, dann bleibst auch du nicht still. Wir pilgern nach Sion, herrliches, liebliches Sion, ja, heimwärts geht es nach Sion, der herrlichen, lieblichen Stadt. O kommt und wandert mit, wer mit uns pilgern reist, wird sein Fuß die Stadt betritt, wird sein Fuß die Stadt betritt, mit Manna schon gespeist, mit Manna schon gespeist. Wir pilgern nach Sion, herrliches, liebliches Sion, ja, heimwärts geht es nach Sion, der herrlichen, lieblichen Stadt. Drum fröhlich jubiliert und lasst das Sorgen sein, ein frohes Herz dem Pilger ziert, ein frohes Herz dem Pilger ziert. Bald geht's in Sion ein, bald geht's in Sion ein. Wir pilgern nach Sion, herrliches, liebliches Sion, ja, heimwärts geht es nach Sion, der herrlichen, lieblichen Stadt. Nächste 126. Komm zu dem Heiland, komme nach heut, folg seinem Wort, jetzt ist es noch Zeit. Er ist ein Saat zum Segnen bereit und ruft so freundlich, komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünde frei und rein in das gelobte Kanaan ein. Jesus, sieh her, ich komm.
sein Wort. Gib ihm dein Herz und folg ihm sofort. Er ist ein sicherer, ewiger Hort. Drum mach dich auf und komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir sind von Sünde frei und rein, in das gelobte Kanaan ein. Jesus, sieh her, ich komm. Glaube nur fest, der Herr nimmt dich an. Oh, willst du ihn nicht jetzt dir schon nah? Mit Lieb und Gnad will er dich umfahren. Komm nur, o Sünder, komm. Herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir sind von Sünde frei und rein, in das gelobte Kanaan ein. Jesus, sieh her, ich komm. 199. Frei vom Gesetz, o glückliches Leben, denn bei dem Herrn ist vieles vergeben. Christus erlöst uns gänzlich vom Fall, sein Blut gilt ein für allemal. Ein für allemal, Sünder ergreif es. Ein für allemal, Bruder, o glaub es. Christus erlöst uns gänzlich vom Fall. Sein Blut gilt ein für allemal. In Christo Jesu gibt's kein Verdammen. Alle Verheißung ist in ihm. Amen. Komme zu mir, so ruft er mit Schall. Sein Wort gilt ein für allemal. Ein für allemal, Sünder ergreif es. Ein für allemal, Bruder, o glaub es. Christus erlöst uns gänzlich vom Fall. Sein Blut gilt ein für allemal. Kinder des Höchsten, ihr seid berufen, euch zu erfreuen auf höheren Stufen. Volle Erlösung sei eure Wahl. Christus starb ein für allemal. Ein für allemal, Sünder ergreif es. Ein für allemal, Bruder, o glaub es. Christus erlöst uns gänzlich vom Fall. Sein Blut gilt ein für allemal.
Gemorgens. Ich heute jeder ein Willkommen hier an diesem Tag, an diesem Gottesdienst, von der wir teilnehmen. Auch wir uns hier alle kennen, sich fühlen. Wir haben auch die Jas und uns folgen hier willkommen. Ich will den Vers lesen, und wir einen Bulletin haben, aus Anfangsvers gesagt, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißung gegeben hat. Lasst uns an der Hoffnung vorsauen und uns der Herr geben, der wir in heu treu ist. Wir wollen den Bulletin übergehen, die Bekanntmerkung, die sollen der Anleitung, der ist von Obram Beaumont. Predigt steht mir ungefähr, der von der ist Obram Aframpel in der zweiten Linie, der Predigt bringt. Mein Paar, der ist Klus Beirampel, ist nicht in der hohen Oje vorn, wie in Rehen. Von der Nummer ist Jungstunde, klappt 2 Nummer. Der Montag Nummer ist deiner Meeting, klappt 2 Nummer. Donderdag zu uns ist Bibel in Gebetsstunde. Freitag ist die Jugend in Jungstunde. Freitag zu uns. Sonntag ist junge Lied, also für nächsten Sonntag, klappt 3 Nummer. Nächsten Sonntag trafen die der Pastor vorn Predigt zu bringen, in Klus Beirampel. In der nächsten Sonntag traf ich Predigt zu bringen, Cerro Grande von Abraham Giesbrecht. Der Uing ist noch ein paar Dinge gemeinsam, also Bibelschule, der Dienstag zu uns, klappt 6. In Medweg traf der Sing begehr der Pastor Gruppe Nummer 4. Gibt es hier Bemerkungen zu der Bekanntmerkung? Wer wir danach beten zum Anfang, wer wir bitte abstunden tun. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass wir das Schein zum Morgens beleben dürfen. Herr, wir danken, dass du uns einen Schein Regen gegeben hast. Und Herr, dass wir dürfen alle froh sein, Gott Gemüt haben. Und Herr, dass wir Schein nicht machen, jetzt wahrer dürfen haben. Herr, wir danken dir dafür. Danke, Herr, dass wir von dir auch den Wort hören dürfen, dass wir das lernen können hier, von der und dessen Gottesdienst, da unsere Horten von der open gibt, Herr, dass jeder einer kann von deinem Geist geleitet sein, wer wird verdrehen und daten. Schenk, Herr, dass wir durch euch kennen erbüht worden. In den Namen, Herr Jesus, beten wir dort. Amen. Wir sehen das nächste Leute Nummer 219. O selger Tag, an dem mein Herz dich fand, o Jesu Heiland mein, fort ist für immer banger Schmerz, fort Ungewissheit, Schuld und Pein. Selger Tag, da Jesus wusch von Schuld mich rein. Ihm will ich mich nun gänzlich weihn, will preisen ihm und fröhlich sein. Selger Tag, da Jesus wusch von Schuld mich rein. Der Glaubensschritt ist nun getan, ich bin des Herrn und der ist mein. Er zog mich und ich nahm ihn an, und ich nun nicht glücklich sein. Selger Tag, da Jesus wusch von Schuld mich rein. Ihm will ich mich nun gänzlich weihn, will preisen ihn und fröhlich sein. Selger Tag, da Jesus wusch von Schuld mich rein. Nun ruf an Welt, erlöst des Herz, denn hier ist jetzt dir Hilf und Heil. Richt deinen Sinn jetzt himmelwärts in Jesu Werk und Tal.
seliger Tag, da Jesus wusch von Schuld mich rein. Ihm will ich mich nun gänzlich weihen, will preisen ihn und fröhlich sein. Seliger Tag, da Jesus wusch von Schuld mich rein. Dir dienen sei, mir Heil je fleh, mein Leben täglich dir ich weih. Und bis das Tag im Tod mir bringt, rühm ich die Gnade so reich und frei. Seliger Tag, da Jesus wusch von Schuld mich rein. Ihm will ich mich nun gänzlich weihen, will preisen ihm und fröhlich sein. Seliger Tag, da Jesus wusch von Schuld mich rein. Guten Morgen. Zum fresher zum Morgen. Ich dachte, wir nur können vielleicht so sagen, zum fresher Eid, was da richtig fähig ist. Jede Kur mit dem Abfall geht ab. Und das hoffe ich auch, als das Vermehrach, so ein schöner Vermehrach, maglich war, weil Gottes wird kann Platz finden. Und was dann so sagen, ich denke, wir wieder immer wach sein, und was Gott kann zu uns reden. Ich wollte Ihnen, was ich will lesen zur Anleitung, Psalm 24, das ist ein Psalm geschrieben von der Söhne Korachs, wurde jetzt am Anbetung, wurde jetzt wo sie weich anbeten werden. Und wir checken, was wird ihr Leben an, was haben sie an, was fangen sie an, was sie das wollen, wir denken dort über den Zeit, was sie das deuten. Da wir, was sie weich, vielleicht von Tüß, wo sie wählen, müssen im Tempel fahren. Und so haben über diesen ganzen Zeit haben sie Dinge, über was sie nur denken deuten, und von was hat, voll wird. Ich will immer irgendwann lesen, das ist ein sehr langer Psalm. Psalm 24, den Vorsänger auf dem Gütigen von den Söhnen Korachs in Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr, der Herrscherin. Meine Seele verlangt und sehnte sich nach dem Vorhöfen des Herrn. Nun jubelt mein Herz und mein Leib den lebendigen Gott zu. Hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wie sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o Herr, der Herrscherin, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Wohl den Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erschienen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Herrscherin, höre mein Gebet, du Gott Jakobs, achte darauf. O Gott, unser Schild, sieh doch, blicke auf das Angesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinem Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber in den Schwaben im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Herr, der Herrscherin, wohl den Menschen, der auf dich vertraut. Wenn wir diesen Psalm an dem kleinen nur bekirchen, dann fangen wir das hier ähnlich in 3 Abschnitte. Einmal, was seine Erwartung
beim Gebet wir. Und zweitens soll wir, wo wir auf einer Reise wir, zur Anbetung Gottes. Und in der Dritte soll wir die Verehrer an Gott anbeten fahren. Kann aber nur doch, wo das nu der Unterschied von seiner Situation zu unserer Situation. Wir sagen für uns, na ja, wenn ich heute bei uns habe, wenn wir posten für die Hand, oder auch in general, vielleicht auch tüß, ans Gebetsleben, an der persönliche Kontakt mit Gott, wo am ersten nicht später, in jedem vielleicht fehlen muss die Schuld, vielleicht ein Bruder als Schuld an, vielleicht ist die Gemeinde Schuld an, vielleicht ist die Ehe die Schuld an, was wir unsere persönliche Beziehung mit Gott nicht abrechtig herangeht. Wir wollten aber das Motto sein, der Brücke wir einfach aus Gläubige, was unsere Beziehung zu Gott weglendet, was uns ein Verlangen gibt, in Gottes Gegenwart zu kommen, was wir ein Verlangen haben, mit Gott uns zu begegnen, was wir unsere Sorgen sagen, was wir uns aufmerken, und was wir uns können deuten Frieden geben. Das ist einmal, was das Leben mit ihm ist, was wir nach ihm kommen. Hier sei wie das Choras, der hat ein Verlangen danach, den ganzen Hort, den ganzen Mensch wird, er will vor Gott kommen, er will die Gegenwart. Er sagt hier, da war für mich von Sonntag, die Deo, er will aber ein Tag, wie Gott sein, aus diesem Deo, mit der gottlosen Taub. Er vergleicht hier, er merkt irgendwo so ein Beispiel, was ein Unterschied zu sein ist. Erste, wenn wir uns hier angucken, von einem Feier, da wird seine Anstellung gegenüber dort Gebet. Und so wie hier so, wird heute mir mit Freunden, dort zu sein, wo die viel nass da haben, du dicht beim Tempel, wahrscheinlich auf du die Teuchig, wo die viel du jubeln dort, wo die viel singen dort, wo die viel du in ihre Nass da werden, wo sie ihre Klinge allein können. Und heute sage ich, so geboren, dass wir dort können sein, sicher wie auch ans Herrn sein, wo die viel so jubeln in ihre Platz haben, und sage ich, dort ist, wo wir auch im Tempel haben vor und das. Und zweitens sage ich auch, ab der Reise, sie haben eine längere Reise, sie müssen wahrscheinlich durch eine Wüste fahren. Sie müssen durch eine Wüste fahren, wo das ziemlich dreckig wird, wo das nicht, wahrscheinlich nicht schön ging zu fahren, weil im Moment die Kriegen ist, was in der Wüste manchmal sei heute ist. Das ist heute in so einem Sond, kommt ein bisschen klein vorstellen, in der Wirtschaft, wo wir wohnen, da wird auch so sonnig, dann mal einmal in der Mittag nicht schauen und und ob er eben so gehen will, das brennt sehr. Das wird nicht sehr möglich. Einer sagt sich wirklich, wo Wäsche ist groß, wo einer kann Handstellen, wegen das wir wollen. Und sag, so durch ein Tal der Tränen gehen, wird durch diese Wüste gehen, wird wahrscheinlich vielleicht auch traurig wird, aber da will ich sagen, wird du durchgehen, und dann gibt Gott manchmal ein Frühling. Du kommst in den Regen über, wird er nie Kraft geben, ganz frische Kraft geben, zum wiedergehen, was uns hier umkommt, wo sie wollen anbeten. Dann sehen wir nu in den Vers 10, sagt so, oh Gott, unser Schild, sieh doch, blick auf das Angesicht deines Gesalbten. Entweder ein Verlangen, wird Gott irgendwo sein, wird Gott sein Angesicht raufdrehen, und wird enttäuschen, was sie haben. Dann sage ich etwas auf so, wo uns ein Beispiel geben wird, ein Punkt, wo das sagen wird, der Endtag in deiner Frühhöfen ist besser als sonst 1000. Sag ich, ein Tag, du im Tempel sein, ist besser als diesen Tag unnötig sein. Du merkst, mit uns Schul, wenn uns Schul gesagt wird, dann können wir uns irgendwas feststellen. Mit dort sind wir beschäftigt, mit Schul, dann können wir uns ein feststellen, mit wovon für Glück heute merken wird. Wovon Unterschied am dort in der Gegend, wo Gott es geben wird, aus unnötig. Dann sehen wir hier ist noch eine Schul, wo wir kurz wollen checken. Und Vers auf wieder, Batalas. Der Endtag in deiner Frühhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber in der
schwerlich im Haus meines Gottes stehen, als sonst in den Zelten der Gottlosen. Sag auch, wenn Lover du bekommt von dem Tempel bei der Schwab, weil er Lover durchtun, als wo mit der Gottlosen zu sein. Doch wenn du, was will er damit sagen? Wenn er sagt, er will Lover durchtun, bei dem Eingang, beim Tempel, er will Lover durchtun, als wo mit der Gottlosen zu sein. Da machen wir uns vielleicht einmal eine Liste mehr, vielleicht, wo wir sagen, warum sind dann die Gottlose? Vielleicht haben wir so nicht, vielleicht haben wir nicht mit der Truppe nicht. Und wenn wir machen, wo wir den Unterschied sagen, was du ist. Wo wir jetzt am Thema haben, wo die Grenzen verlassen werden von Eiligen um die Politik. Und ich sage auch, die Grenzen von den Christen in der Welt, das Welt irgendwo verlassen. Und hier auch, da weiß ich nicht mehr, wo wir die Grenzen tragen. Wo sind die Gottlosen, wo wir uns mal weichtragen? Wo ist das, wo wir selber sind? Und wenn wir hier nicht einmal das Topfuten tun, wenn wir checken tun, hat eine Eva Moten große Freude, zum den Tempel zu kommen, zum Umbeten. Da wir den ganzen Wunsch, den ganzen Döpse vom Hort, dass wir, will in den Tempel kommen, will Gott umbeten, will am der loben. Wenn Sie früher stellen, wo ist uns frei geblieben? Warum kommen wir für traurig? Wir kommen mit lange gesagt in die Kirche, weil wir uns begegnen als die Schwester. Du hast dich frei nicht, du magst wenig. Ich dachte, über ein Vers, was wir im Neuen Testament finden, nun, warum uns das so wenig Hunger geben, zu der Geistliche, warum wir so keinen Hunger haben, uns mit dem Wort Gottes zu speisen, konnte du wegen sein, was das sagen wird, wir sollen hungrig sein, das kleine Milch, das kleine Milch schrien dann, so wie nicht von Gott schrien. Und wenn wir uns mal mit dem Bildschirm feststellen, dann schauen wir alle, besonders die Eltern wollen das machen, wenn die Kinder von Amerika über gegessen haben. Was tun die, wenn die Amerika zum Dash noch kommt? Sind die dankbar für das Eten, was am Dash ist? Kriegen die schaftig, oder fangen sie an mit kleinen Fingern zu perken, wo das das tun, wo das das tun, und sagen, wo das Eten nicht schön schmecken, und sie wollen das Lied schreiben. Konnte man sein, wo wir nicht Hunger haben, nur das Geistliche, nur das Wort Gottes, wo wir zu viel an Speisen tun, wo wir zu viel unter Tanz nehmen tun, wo das Hunger nicht mehr ist. Aber dort komme ich, und ich will mich auch arbeiten mit dort, wo wir besiegen nicht zu viel Speise nehmen tun, wo uns das Wort Gottes mehr wird geben wird und mehr wird sein wird. Wir sehen nach das Lied Nummer 207. Mein Glaube für sich bauen kann auf das, was Gott für mich getan. Ein frohes Gefühl gab, als er starb, Christus, der ewige Felsen bleibt. Wer diesen Felsen fest vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut, der hat auf keinen Sand gebaut. Ist auch verhüllt sein Angesicht, des Heilands Gnade waget nicht. Wenn auch der Sturmwind um mich bläst, der Fels hält meinen Anker fest. Wer diesen Felsen vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut, der hat auf keinen Sand gebaut. Sein Eid, sein Bund, sein teures Blut beschützen mich, so halt der Flut.
wenn alles ringsum untergeht, der ew'ge Felsen sicher steht. Wer diesen Felsen fest vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut, der hat auf keinen Sand gebaut. Komm zum Gericht, der Gottes Sohn, und weckt die Welt Posaunenton, dann sei des Herrn Gerechtigkeit allein mein Schmuck und deren Kleid. Wer diesen Felsen fest vertraut, der hat auf keinen Sand gebaut, der hat auf keinen Sand gebaut. Wir werden uns til Predigt von der einen Tags nehmen mit Lukas den 16. Kapitel. Wer der Bibel mit hat, schlutet bitte auf. Lukas Kapitel 16, die erste 9 Vers. Ich will kurz eine Geschichte vertellen. Weil wir hier in Bolivien kennen das nicht, dass viel mit dem Zug gefahren ist. Das gibt andere Länder, wo das moderne Essen da fahren in der Stadt und irgendwo viel Zeit ran ist. Da wird viel Zug gebraucht. Wieder eine Begebenheit. Die Menschen haben sich alle durchgesagt, die haben ja immer kalt ihre Zeit, wo die Stelle holen, die Menschen die stehen alle ähnlich. Das geht nicht lang, weil der Zug war wieder fahren, besonders die, die in der Stadt fahren. Der Zug hält still, die Menschen, die haben sich alle durchgesagt, was sie es nennen wollen, was einmal sitzt da wäre, du kommst nach einem Monat irgendwo da büten, durch die anderen Menschen durchgedrungen, die schoften dort mit einer Verzweiflung, als er nach Wort, was den Zug kommt, wen, die ewige werden ja oben. Und genau nach dat schoft kommt nach Gruz nennen, du mal piept dat oben Zug nicht, in der deren der Gund hau. Das hat er sagt, sich dann besieht einen anderen Mond so dool, wie noch ein Platz ladig, das Zug für mich voll. Als du dann setzen du mal fort das Zug all los, dann sagt der andere Mond dessen, in der Derde wird Tür schlugen. Die Tür ward verschlossen. Kein einziges Wort mehr verteilt, nicht, die fuhren im Zug mit, aber die sind nicht wieder zu denen, das wie alles. Jan Mon wird kein Christ, wo nach Gruz näher gekommen wir. Aber den mögt das Gedanken. Der dachte immer nur, die Tür war verschlossen, der wird Tür geschlossen. Und die können sich da ohne erinnern, dass dort irgendwo in der Bibel stehen muss, dass dort irgendwo durchherkommt, der kauft sich eine Bibel und Feuer Luther. War Jan Mon dann an, dass er tatsächlich zum Glauben gefangen hat, dass er Jan angeregt hat, dass er den irgendwo gehalten hat, nur zu denken über seine Ewigkeit, dass der ein Tag geschlossen wird. Ich habe das Thema von der genannt, uns eine Zeit in Sicherheit bringen. So habe ich das Thema genannt durch diesen Tags. Eine Zeit in Sicherheit zu bringen. Ich lese den Vers mal in Lukas 16. Er sagte aber zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter. Und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst, was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Und er rief jeden von den Schuldnern seines Herrn zu sich und sprach zum ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, 100 Bart Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setze dich und schreibe schnell 50. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sagte, 100 Kor Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind in ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Auch ich sage euch,
Macht euch Freunde mit den ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Jetzt glaube ich, ein von den schwierigen Gleichnissen, wie hier in Lukas finden. Den untreuen Verwalter wird immer, die auf andere Übersetzung der Hand, Haushalter, Verwalter, ich glaube, wir werden sehr dicht wie dort selbst hier verstehen. Ein Haushalter oder ein Verwalter. Dort ist jemand, der irgendwo versetzt, wenn wieder staunen wird. Wir würden von der ersten Tag vielleicht auch sagen können, dort ist ein Manager. Dort ist ein Manager, wo er für irgendwem ein Geschäft ran wird, oder wer vielleicht für irgendwem einen Acker besorgen wird, nicht? Dort ist der Encargado. Dort ist der Unjaviert, zu sein. Dort wir das Mon hier, von wo wir hier von der gelesen haben. Und es wird hier gesagt, dass der Herr, der wird der Wirt von dem Unternehmen, den wird gesagt von Besitz. Wird am gesagt, dass Jana, der den haben gut, der dort einfach durchbrochen, der kämmert, der dort nicht trüb verwollten. Dort sagt hier, der dort verschleudern, dort meint der verprost, der kämmert sich nicht recht um, oder der dort durchbrochen. Ob das nun eine berechtigte Klau ist oder nicht eine berechtigte Klau, da wird uns nicht über gesagt. Bloß uns wird eigentlich gesagt, dass der Eigendäumer, das Rekamon, der kann sich dort nicht leisten, also so ein Haushalter der Hahn, so ein verwolterter Hahn, wo er sich nicht abverluden kann. Und da schickt den Tieding, der lädt den Weuten in seichte Arm, was hast du, dieses Rechenschaft oft allein wird immer von der Verwaltung, du kannst nicht mal Haushalter sein. Der Rechenschaft offline, dort versteht man allgemein, dann auch tenü, wenn dort so eine erst, wo er der Verwaltung geführt hat, wo er dort der Wirtschaft wieder gestaltet hat von diesen Rechenmon, dann muss der Reut sein, dort einrechnen, was erst eine Sienten, was erst Jahren sind. Wenn wir dort Beispiel nehmen würden, dort zum Beispiel ab ein Port, dort wieder gestaltet hat, wer wollte vielleicht ein Drädel, wo der Arm hier in Deutschland, dort ever hier den Wirt nicht, von dort wird dort wieder bühren Deutschland, wo die Wirtschaft hernehmen Deutschland. Der soll die Schulden, wo er da utstehen deuten, die Schulden, wo er heu hat, dort soll er alle klar merken, wo wird stehen deut, du man dort heute dort aufgeben können. Ein anderer wird gesagt, merkt die Rechnung heute an das Geschäft, an den Abruf aufzugeben. Und ich glaube, so eine Alarms aus der kann wie wahrscheinlich auch. Manch einer, was sich gut daran erinnern kann, sein Leben oder so irgendwo geben wird. Ja, nun ist da den geschafft irgendwo, da dort in Ordnung stehen. Ein Tag kannst du nicht mal Haushalter sein. Ich glaube, das wird hier, dort wird uns Menschen gerecht, und dort wird uns Menschen aus der Sonne gerecht, wo wir auch nicht immer hier verwohlter blieben worden. Du wen sagt hier die Bibel auch immer von den ungerechten Mammon. Das meint wir als Christen hier, das sagt nicht, dass alle Mammon, all das Geld, was wir haben, dass alles recht tot geschafft ist, sondern das sagt ungerechter Mammon, sondern das meint, dass wir sind auch nicht von dort, wo wir dort hier vorholen können, wir machen dort auch euer Luther, wie dort auch aufgeben und trägeben und den haben, wem dort uns dort geschenkt hat. Hier sagt dort, du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Ich denke hier an ein Wort, an einen König, in 2. Könige, da wird uns von einem König gesagt, 2. Könige, dem 20. Kapitel, von dem König Hiskia, da sagt dort, in jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, zu ihm und sprach zu ihm, so spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Bestell dein Haus. In Hiskia wirst in seiner Abruf aus dem König von Israel, da wird der Tiet aufgerannt. Und heute wisst du es dort so, mit all das, was er geschafft hat, was sein Reichtum auch wir, was immer sein Besitz wir, da steht, was er hat, da wird er verloren werden. Er kann nicht länger Haushalter sein, er kann doch nicht länger bleiben. Und Gott lässt durch einen Propheten auch arm weiten und sagt arm, Hiskia, merkt die in der Tiet rein. Hiskia, bestell dein Haus, nö. Nicht wenn du im Sturm bist, na der wir eigentlich auch krank, das sage ich, er wird todkrank. Nicht wenn er die letzte Minute ist, lünig was der Telut ist, merkt die in der Tiet rein. Hiskia kriegt so ein Wort. Ich glaube, Gott wird fertig, einen Menschen so ein Wort sein, wo er den Menschen weiten lässt, manchmal durch irgendein Begebnis, manchmal durch irgendein Augenblick, wo ein Mensch plötzlich die Gedanken ankommt, ja, was dann, wenn das mein letztes gewesen wäre, was dann,
wat dan, wanneer dat nu derg wird zijn? Wat wir dann mit mir? Und ich glaube, dort sind sie Sterben von Gott, wo Gott uns auch wollten luten, daten zu uns sein, dass, hey, ein Tag wirst du deine Verwalterschaft aufgeben. Ein Tag kannst du nicht länger bleiben. Und so als bei Hiskia lässt Gott uns durch Wollten bestall den Haus. Da die rechtzeitig deine Zukunft sicher merken. Da in der Zeit, die an deine Zukunft kommen. Als Hiob krank wird, dann reden die Freunde mit Hiob, dann wird ein Freund, der sagt im 33. Kapitel, der sagt, dass Gott einen Menschen 2 oder 3 Mal auf eine ganz besondere Weise reden wird. Ich glaube, Gott, der redet sehr viel ferner zu einem Menschen. Der raubt einen Menschen allgemein, glaube ich, viel ferner als 2 oder 3 Mal. Aber das sagt er 2 oder 3 Mal auf eine ganz besondere Weise, um den Menschen von seinem Verdorben aufzuholen. Das meint, um den Menschen dafür heute merken, dass heute sein Haus bestellen wird, nu wen heute Gelegenheit haben, nu wen heute hier leben wird. In der Apostelgeschichte im 17. Kapitel, wo Paulus in Athen predigen wird, und wo er auf dem Aeropag stehen wird, und wo er dann mal soll von fern irgendwo nicht vertellen, da sagt uns dort, Apostelgeschichte 17, Vers 26, und er hat aus einem Blut jedes Volk der Menschheit gemacht, dass sie auf den ganzen Erdboden wohnen sollen, und hat im Voraus verordnete Zeiten und die Grenzen ihres Wohnens bestimmt, damit sie den Herrn suchen sollten, ob sie ihn wohl umhertastend wahrnehmen und finden möchten. Und doch ist er ja jeden Einzelnen von uns nicht ferne. Das zeigt Paulus hier zu den Menschen in Athen. Gott, der haft die Tiden, das ist Gott, der merken das. Und auch die Grenzen, wo die Menschen wohnen können und wo die nicht wohnen können. Der hat Gott, du wen du hergestellt, dass die Menschen doch so in Gott segnen können. Dass die Menschen doch würden Gott fehlen. Dass wir Gott sein Ziel und dass es Gott seine Stimme zu den Menschen, wo er sein, der merkt die Reut, bestell den Haus. Du wirst nicht einmal Haushalter bleiben, du bist nicht einmal Verwalter. Ein Tag, da musst du deine Verwaltung aufgeben. Und du wirst merkt deine Zeit reut. Du wirst, lasst Gott uns so wohnen, in den Tiden gibt er uns, was er uns geben wird. Und sagt dort in Hebräer, den 9. Kapitel, der ähnliche wird dort erst den Menschen gesagt, einmal gestorben, und dann kommt dort gerecht. Die Bibel lädt dort verglichen, den Menschen sein Leben, der Zeit von uns als Menschen, in der wir hier Verwalter sind, der verglichen so ist dort groß, wo die Blähen der. Dort größer, der Blumen, dort sagt der Stund von der Schmacken Blähen, dort laden sie eine Herrlichkeit euch aber dann kommt die Zeit, dort sagt morgen, dann erst der blaue Wald und der fällt auf und man sieht nicht mehr. Dann ist das all vorbei. Weil ihr so schön konntet mit euren Menschen gehen. Und du willst, dass Gott all in der Zeit, dass Gott euren Menschen wollten luten. Gott, dass in der Zeit euren Menschen die Kunde schenken, Arm um Horten klappen und sagen zu Arm, hey, du sollst die einen Tag heute merken. Du musst die heute merken, Vater, zu lut. Es reicht dich, deine Zukunft absichern. Rechtzeitig deine Zukunft versorgen. Denkt wir an Paulus, aus heute war ich in Damaskus wie ein junger Mann, wo er gut gelehrt wird, wo er einen Beruf hat, nämlich ein Gesetz und ihre Pharisäer. Und aus heute war ich in Damaskus wie plötzlich, bei einmal scheint ein Licht, der Arm, voll von Piet, und fragt, wer bist du? Dann sagte er, ich sehe Jesus, den du verfolgendes. Dass wir so eine sternte Paulus, wo der Arm einmal ganz klar ab dem Weg stehen dort, und wo Paulus nicht können vorbeireden. Dass wir so ein klares Licht, da können sie nicht eine Sonnenbrille absaten, was immer, und einfach so tun, es war nicht gewasst wir. Dort drunk in seinem Leben so nehmen, das speckt an dem Horten, und er fragt, Herr, was ist nun los? Wo sind ich nun hergekommen? Und Gott seine Stimme, die wir klar und eindeutig, er sagt, Jesus, dem, was du verfolgen lässt, der Arm Paulus. Ich denke noch eine Begebenheit, und da wird ich sein, Martin, oder das kann ich sein, dass wir auch rechtzeitig, aber dass wir wirklich die letzte Gelegenheit, der Schächer am Kreuz. Als der Schächer am Kreuz hängt dort, alle beide Schächer, 2 Stück, einer zur rechten, einer zur linken, und der einer, der spott über Jesus, der sagt, Herr, haupt die doch selbst, und haupt uns auch vom Kreuz rauf, nicht? In seine Not, was er da leiden dort, in seine
Anhaublichkeit, er kann sich selbst nicht vom Kreuz halten, dann kickt es dort ab Jesus und sagt, Jesus, wie sonst mal Wort, dann haupt uns hier. Wie sonst mal Wort und haupt dem, so hat ein gespart. Und der andere, der merkt aber, no, das ist unsere Gelegenheit. Der eine, der merkt sich lustig, und der spart da immer. Und den erst dort sehr richtig so aus der anderen Menschen, alle auch down, die wollen um Kreuz vorbeigehen, die sparten auch sein, andere hast gehaupten, selbst kosten nicht haupten. Die merken sich auch lustig da immer. Und die wollen um Kreuz hängt, der kreit nur. Aber der andere, der hat erkannt, das ist wirklich unsere letzte Gelegenheit. Das ist meine Zeit. Das ist Gott seine Sterne in meinem Leben. Und er vermont Jan und sagt, guck mal her, du hängst hier auch an der Verdammnis. Wir haben dort hier mit Recht empfangen, unsere Strophe, was wir hier kriegen. Das ist unsere letzte Gelegenheit, was wir hier haben. Und Jesus hängt besiegt uns. Wir wollen in Keimomeier sein, wir können Keimomeier den Arm rauben, wir wollen hier sterben um Kreuz. Die letzte Chance. Und heute, du, wo er noch Zeit hat, du raubte Jesus und sagt, Jesus, denk an mich, wenn du den Paradies kennst. Ich glaube, so eine Sterben haben wir um uns Leben hier, nicht? Kennen wir dort nicht? Hat Gott nicht auch manchmal uns Leben geraubt? Wir vertellen mal einen von den Jugendlichen, und das soll Jahren treten, wie ein Jugendlicher in unserem Meer, der so lange befriedet, vertelt, wo er gedrascht hat beim Kommen, und dann haben sie müssen was gestellt holen, und dann wieder ein kleiner Sarah über gegangen, haben sie müssen ein klein bisschen lernen, oder was gedrehen dort, dann wir sind wir ab dem Kommen abgekropen, dann hat er so ab dem Tab gestohlen beim Kommen nicht, wird sie gekickt, boven Eva so, und wie ein was geglott gewesen, plötzlich rutschende Feut war ich. In der Rutschen war ich ein Krackfern im Herren. Und dann stand er dort nicht, in dem Gleck, wie in seine Feut krank besieden, warm, du haben wir nicht geworden. Aber sei er verfiert, sei er gegrüht, wie wollten, dort hat Konzert was tun. Dort wir so eine Sterben sehen leben, wo Gott am sagen wird, hey, kann man die in den leben? Was habe ich mit den Sternen getan? Hier steht vielleicht auch der Stern. Redet Gott nicht auch von dir zu uns? Redet er nicht manchmal durch ein Freund zu uns? Habt ihr die nicht auch einmal gesagt? Du warst nicht einmal Haushalt geblieben? Bei diesem Mond wird es so. Hier wird uns gesagt im 3. Vers von diesem Mond, der Haushalter, der Haushalter sprach bei sich selbst, was soll ich nun tun? Ich glaube, das tun auch viele. Manche sporten, das ist der Scheicher am Kreuz, das ist der ein Scheicher am Kreuz, und der andere, der ist allein. Was muss ich dann tun? Das tut Paulus auch. Das Mond, das sagt hier, nu überleder. Wir fangen an nur zu denken, jo, was kann ich dann nun tun? Und der merkt dort, und er wisst dort, der dachte, kämpft in mein Haar, der nimmt mich mein Arm auf, und ich sie in Bluten abgegossen habe. Was kann ich tun? Ich brauche irgendein Rut. In diesem Monat wird hier gesagt, dass wir ein kluger Monat, das soll ja wer allein. In diesem Monat hier, das sagt, der doch nur, was gibt es für Gelegenheiten? Habe ich irgendeine Gelegenheit, wo ich mich anmerken kann? Habe ich irgendeinen Ausweg? Dann doch hat er immer nur, na ja, das sagt hier, graben kann ich nicht. Das gibt auch andere Utleier, die sagen, die immer graben, das hat man dort zu tun mit der Stabarbeit, in die irrte Gruben, was immer Theatern und so wieder, das war damals noch alle behund getan, wahrscheinlich erst das so eine gewesen, der erst vielleicht ein bisschen älter gewesen, und einmal den Wort der Handarbeit, oder die Arbeit ab der Stab, oder Schwander geschienen haben, der sagt, der Arbeit kann ich nicht mehr tun. Das Wort nicht schaffen. Naja, dort kann ich nicht tun, um mich durch mein Brot zu verdienen. Naja, das kann ich nicht. Und wenn ich nu so prahan gehen, das ist ihm schäm, nicht? Aber nu wie ich einmal Manager irgendwo im Geschäft, hier am Schreibtisch, und nu soll ich prahan gehen. Wo wird dort liegen? Was wollen die Menschen sein? Das ist ihm schäm. No, dort kann ich auch nicht tun. Und dann sagt er, dann habe ich ein Rut hier, und er sagt hier, ich will ein tun. Ich will die Schulter von meinen Haaren rauben, dann will ich die mit die alle verhandeln, und dann wollen die mich abnehmen. Wann ich in Luten sehe, dann habe ich irgendwo ein Verblieb. Dann ist meine Zukunft sicher, wenn ich dort tun will. Ich will mich nicht kümmern, damit meine Zukunft sicher ist. Wenn der Herr mir sein wird, nicht kostet gut, wie der letzte da, letzte Scheck, was immer nicht, dann wollte ich mich bleiben können.
Ja, und so dat er dann. Und er raubt den ersten Frage, wofür bist du schuldig? 100 Baht Öl. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich Olivenöl gewesen, was immer 100 Baht, was immer der Vermut auch gehört hat, so viel ist er schuldig. Und er sagte denen, okay, dann schriebe mal an, bloß 50, das wird auch reden. Was das Mann hier krank getan hat, woran das wird uns nicht erwähnt. Die Utleier, die sind sich einig, das sagen, glaube ich, die, was er auch gelesen hat, glaube ich, schreiben, dass alle so, dass die jene Zeit wird ein Verwalter dort ganz abrechtig. Er würde Macht, dort Recht gehört haben sie das da nicht. Also die jene Zeit haben sie sich nicht dabei gedacht, hey, du das Geld von den Haaren weggeben, was immer, das ist Korruption. Damals würden wir dort nicht unbedingt so sein haben. Wo dort verschuldet ist, was er entluten, das wollen wir auch nicht. Weil wir uns feststellen, der hat vielleicht berät, ab ein Port von dort, wo das jedem dort können sehen, als er dann sein Port, ab sein Port verzichtet hat, dort wollen wir nicht. Auf jeden Fall, wenn er ab ein bestimmtes Verdienst und immer ein bestimmter Teil gearbeitet hat, dann ist es sowieso von seinen Kosten auch gegangen. Wo dort Krieg gekommen ist, wo dort Krieg von der bedienen wird, wollen wir nicht genau. Dort wird auch gar nicht wieder erwähnt, was er getan hat. Er wollte bloß ein. Und er wollte diese eine Sache, ich muss nu in diesem Moment, wo ich nu sehe, hier in diesem Moment, wo ich sehe, muss ich irgendwo unternehmen, damit ich eine Zukunft habe. Dort wollte er, dort ist am klar. Ich glaube, es sind Männer, wie viele in der Bibel, wo dort es dort auch getan hat. Denken wir an den Levi am Saal. Levi, dort wie ein Mann, wo er am Saal sitzen dort, und wir wollten das Saal, dort wir da, wo er Geld hat, nicht? Ja, nicht. Levi am Saal, das Helner waren jedoch von Jehud, wegen sie so viel Geld annehmen deuten, was immer, da gingen auch nicht richtig damit um. Und als Jesus am Saal vorbeigegangen deuten, dann sagte Levi am Saal sitzen, dann sagte er den voll Minu. In dem Mann, des Levi, der merkt einfach mit seinen Arbeitskollegen, mit seinen Freunden, mit Jesus und was immer, Jesus ist dabei und von der wieder jeder mit Jesus und sagt nicht mehr beim Saal. Der hat auch erkannt, der Levi, das ist der Moment, wo ich eine Entscheidung treffen muss. Jesus seine Stimme, der hat er am Gerät, und das wird der Moment, wenn er heute für seine Zukunft sorgen muss. Du wird der entscheidende Punkt gekommen. Krieg nu, muss ich was tun, du musst ich meine Zukunft sicher haben. Und er weiß das, und er stund auf, und er folgt Jesus nu. Der reiche Jüngling, der weiß das auch. Der reiche Jüngling, der kämpft mit Jesus und sagt zu Jesus, Jesus, wo muss ich tun, dass ich das ewige Leben habe? Ja, und Jesus, der sagt ihm nicht, hol die Geboten und so wieder, der und dort und ja, und da außen länger, da Gläufer haben alles getan, nicht? Und dann hat Jesus, bei das erste Gebot fängt Jesus an am Denken zu haben. Sagt er, geh hin, verkauf mir alles, was du hast, gib das den Armen. No, dort, wo der alle hat, dort wird ihm doch zu wichtig. Für den Preis will er nicht Jesus nur folgen, für den Preis will er das ewige Leben nicht. Und damit wie auch klar, ja, heute dein Sinn besitzt mehr als Gott. Aber vor allem wird dort eigentlich der Punkt, der Moment der Entscheidung, wo heute soll klug überlein. Was habe ich davon in meiner Zukunft? Was habe ich davon? Will ich Jesus nur folgen oder nicht? Und heute entscheidet sich nicht dafür. Wir haben noch ein paar Begebenheiten. In Apostelgeschichte, den 24. Kapitel, Vers 24. Apostelgeschichte 24, 24. Du als Paulus fahren gerecht. Und Paulus muss sich hier verantworten. Hier sagt dort, als er aber von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von den zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und er antwortete, für diesmal kannst du gehen. Wenn ich aber gelegene Zeit finde, will ich dich wieder rufen lassen. Hier wir ein Felix, ein Beamter, unsere Römer, und da horchen wir Paulus an von seiner Verteidigung und von dort, wo Paulus seine Lehre ist. Und irgendwo redet ihn dort so an, den bewegt dort so sehr, aber er kriegt sich nicht dazu. Er ist ein Beamter, nu wird er auf die Lehre von einem Gefangenen horchen, dann sagt er zu denen, wag mal her, vielleicht haben wir eine bessere Zeit. Dann wo ich die kommen, dann wo ich nach mal horchen. Im 26. Kapitel, durch der Agrippa, der König, 26. Kapitel, Vers 27,
Du sagst heute, sagt Paulus der Arm, glaubst du den Propheten König Agrippa? Ich weiß, dass du glaubst. Da sagte Agrippa zu Paulus, es fehlt nicht viel und du überredest mich, dass ich ein Christ werde. Das fehlt nicht viel. Und heute wir uns bewegt und Gott seine Sterben raubte an und heute wir sich dort auch ganz bewusst, dass wir seine Gelegenheit. Naja, heute wir nicht ganz badur, heute will in diesem Moment noch nicht. Hebräer sagt uns, von der, wenn je seine Sterben hören, dann verstockt ihn Hort nicht. Ein Atheist, dort sondern der glaubt nicht, dass es einen Gott geben wird. Einem Atheist, den wird mal geinterviewt, das meint so, irgendwo für TV zu bringen, für die Kamera nicht, wird gefilmt wird immer, wird am Interview gemerkt, aufgefragt und so wieder. Dann wird dem Atheist gefragt, hey, was ist dort, was du am dollsten befürchtest? Und dann sagt der Atheist, wann es doch soll ein Gott geben. Wenn er weiß ganz klar, für diese eine Entscheidung, oder für diese eine Zukunft, für dort hat er sich nicht reut gemerkt. Für irgendwo wie er vielleicht reut, aber für das hat er sich nicht reut gemerkt. Und hier merken wir all, dass das Mann, was wir hier lesen, in Lukas sagt, hier in das Verwolter, heute wir klug, heute wir entschieden. Heute in der Zeit, du, wo der Herr am roten Leuten, am weiten Leut, hey, du bleibst nicht Verwolter, du machst eine Entscheidung. Und heute kümmert sich, du, wo am der Zeit gejeft wir, du kümmert heute sich. Nun habe ich vielleicht die Frauen oder wie das geht, was heute dort. Was muss wieder tun? Wo muss man sich in der Zeit kümmern? Hier wird uns gesagt im 8. Vers, hier hat Jesus eine Zusammenfassung merken über das Gleichnis, was er hier gesagt hat. Und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Jesus, der lobt den Haushalter, der hat klug gehandelt. Klug gehandelt. Und wir würden uns vielleicht fragen, als ein Mensch ist dort zum Loben. Als ein Mensch zum Loben, wenn er mal sagt, ach, es ist mal gut, wenn er 50 Jahres, nicht? Was 100 schuldig, der andere ist tausendlich schuldig, oder wird weiter 100 Korn Weizen, du brauchst bis tausendlich, Ton Wert aufgeben, was immer, als dort gut, wird wir klug an diesen Menschen. Wird wir der Punkt, wo er klug wir. Weil Jesus hier mit lehren, dort in den Notfall gut ist, oder dort Fan ist, oder klug ist, anerbrechlich sein. Ich glaube, das will ich keinem nicht lehren. Wenn wir den Vers hier wieder kicken wollen, im tierenden Vers, da redet Jesus vom Treu sein. Während das geringe treu ist, der wird ein großer treu sein. Nicht? Während das geringe nicht treu ist, das ist ein großer nicht treu. Also wollt wir, dort kommt Fuß dahin heran. Dort haft ihr ab keinen Fall meint. Dort wir sollen antreu sein, damit dort wann uns dort irgendwo besser kommt. Dort wir nicht nur mit gemeint. Weil Jesus hier sagen, dort wir fand unsere tägliche jeder sagen, Fremdkeiten, dort wie ein doll Fremd haben, andere Menschen bekäupen, dort wie ein doll Fremd haben irgendwo, weil er dort mit sein, dort wie hier irdische Fremd uns bekäupen sollen. Ich glaube, hier kommen wir auch ein bisschen dichter wieder, aber wie dort krank dort, wo er hier meint, wenn wir in Jakobus den 4. Kapitel lesen, im 4. Vers, da sagt uns dort, wer der Fremd von der Welt sein will, der merkt sich den Feind Gottes. Also können wir nicht sagen, okay, ich habe keinen Freund. Also mein Jesus, irgendwas deibert du mit. Der verlorene Sehen, der hat sich eben viel Freunde gekauft. Den haupt doch bloß nicht. Lothar aus Am das wirklich fehlen, dann würden das auch nicht mehr Freund. Was meint Jesus hier mit? Er sagt hier im 8. Vers, der letzte Port, die Kinder von dieser Welt, die sind Erdengeschlecht je in Eva, Kläger aus den Kindern des Lichts. Und ich glaube, der meint hier auch Erdengeschlecht hier in Eva. Wir können hier sein, dass der Gottlose, wir wollten, der Gottlose, der hat kein Ziel für die Ewigkeit. Der schafft nicht dafür, dass sie in der Ewigkeit einen Lohn haben. Der tut das nicht? Und wir aber, der wird wie fromm sein, wird wie wahrer geboren sind, und an Gott glauben, in der Ewigkeit. Wir haben aber ein Ziel, wir wollen so leben, dass wir in der Ewigkeit einen Lohn haben, nicht? Der Weltmensch, der lebt so, dass er hier ab ihren Lohn hat. Und der Gottesfürchter, der lebt so, dass er im Himmel einen Lohn hat, in der Ewigkeit. Und nun sagt Jesus hier, guck mal, der Weltmensch, der ist in seinem Gelegen, in seinem Geschlecht gegenüber, ab seiner Ebene fährten viel Kläger aus den Kindern des Lichts, Erden,
Bereich gegenüber sein. Das meint der Weltmensch, der Gottloser, nicht wahrer Geborene, der wisst fertig viel mehr Weisheit, wann er um seine Zukunft sorgen wird, als der Gerechte wiesen wird, wann der Gerechte um seine Zukunft sorgen wird. Das meint, glaube ich nicht, dass das tätliche meint, sondern ich glaube, viel mehr, weil du mit meint, wann der Gerechte, wann der Gottesfürchten für ihre ewige Zukunft sorgen wollen. Den Vergleich muss wir fertig sein, dann sind die Menschen in dieser Welt aber so viel Klick, ja nicht? Die wollten sich das viel besser untergehen. Die sorgen für ihre tägliche Zukunft. Und hier, als die Frau dann auffußen, hier hat Jesus dort dann noch sagen, sorg wie für unsere geistliche Zukunft. Sorg wie für unser himmlisches Haus, für unsere Ewigkeit, für euch steht, wo wir nicht mehr verwohlter sind, wo uns diese irdische Verwalterschaft aufgenommen wird, haben wir für die himmlische Zukunft gesorgt. McDonald, die Schrift ist das, William McDonald, hat ich los, dann eins von seinen Kommentaren zu das kopieren. Er sagt, durch unsere Investition, durch dort, was wir Inversion, was wir merken, von uns materieller Besitz, können wir fertig in Sehen, Dolhan und andere Menschen. Wie kannst du versorgen, dass uns im Himmel jemand empfangen wird, wo er durch uns geben, irgendwo konjurat worden. Ein anderer wird gesagt, sagte hier, dass im Himmel, wie kann du fair, dass im Himmel Menschen geben wird, wo er uns dankbar sind, wen wir in der Ewigkeit gedacht haben. Verehrt auch. Und dort ist hier nur bezogen auf uns täglichen Besitz. Wie kann du fair, dass uns Menschen im Himmel dafür wollen dankbar sind? Stellt ihn fair, dass jemand, wo er eine Ewigkeit nennt wird, und da kommt irgendwer und der kann am letzten Moment hauchen, das Herr ist für die Ewigkeit. Der wird ihm doch dankbar dafür sein, oder? Wird ihm nicht dankbar dafür sein, dass mir geholfen, nicht sehr gereut, dass meine Ewigkeit nennen gehen. Und Jesus, der das Beispiel hier anwenden, das ist echt dort verstehen, du musst dort wie unsere tägliche Dinge so verwalten, dort eine Ewigkeit einen Wirt worden haben. Du, ob euch steht, wo wir ein Tag im Himmel worden sind, für dort ewige Wohl, für die ewige Zukunft, wo wir als Kinder Gottes versorgen sollen. Nun haben wir uns bestimmte Frau gestellt, wir stellen uns da, wir sorgen wir für unsere ewige Zukunft. Was können wir tun, damit wir durch eine Zukunft haben, dass wir dort einen Lohn haben? Ich habe mir ein paar Vers der Bibel gesagt, und ich hier erwähnen werde. Nur Matthäus 24, Vers 34, Vers 40. Matthäus 24, 34, das ist auch ein Gleichnis. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Ihr Gesegneten des Vaters, erbt das Reich. Und hier merkt wir an, hier ist eine Entscheidung für uns gefragt, sei wie den Vater seine Kinder. Das ist die erste Entscheidung. Sei wie Kinder Gottes oder sei wie nicht Kinder Gottes. Und dann sagt er hier im 40. Vers, und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Einer dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Wir würden vielleicht so denken, was wir den nächsten Mond getan haben, dort habe Jesus getan. Jesus sagt, was wir einen dieser meiner geringsten Brüder getan haben. Nicht? Also du magst für all, das ist nicht für Grouche, das sind Worte für demütig sind. Was ihr da getan hat, das gibt ein Vers, der sagt uns, lud uns Gott tun, allermeist aber an das Glaubensgenossen. Und du wiest Jesus darauf an, dort ein Christ ein besonderes Hort hat für die, wo er wollte, sind auch im Glauben. Und dort hat er haupten das. Also dort ist ein von den Dingen, wo wir uns täglicher Besitz so anwenden, dass Gott uns den in Ewigkeit belohnen wird. Dass wir uns dass Jesus uns belohnen wird. In Lukas, den 6. Kapitel, ist noch ein Vers. Lukas Kapitel 6, Vers 33, da sagt er, und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von
von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder leihen den Sündern, und um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen, so wird euer Lohn groß sein, und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Hier wird uns von Liehen in sie wieder gesagt. Vielleicht eine Bemerkung, die ich schon mal tue. Hier wird uns gesagt, dort nicht, ob da steht, Liehen, wo ihr dort Glauben Trete kriegen. Ich glaube, da würde ich sagen, dann liebe ich kein Mal, was ihr nicht, aber nicht Hupen sagen, Trete kriegen. Die Jahre Zeit, da glaube ich, wir dort Liehen ein bisschen unter das Verhältnis aus von der schon da. Damals war grob gesagt, wenn die Liehen deuten, das ist echt dort verstehen, da war dort, ab da steht gedun, wenn jemand an sein tägliches Brot, nicht? Der hat nicht die Eten, der ging irgendwo hin, der früher kostet mir was liehen, ans das Slarig, dass ich die Eten habe. Und du werden wir die Israeliten dort verboten, Entras zu fordern. Sie sollen nicht das Brot von ihren nächsten Entras fordern. Dort wir bei den Israeliten ganz verboten. Sondern, wo er nicht die Eten hat. Dort ging da, glaube ich, gar nicht an, dort irgendwer versucht, in der Wirtschaft mal, wer wollte noch einmal 100 Hektar untergehen, und dort sie durch sollen, nur Jahren dort ohne Vorenthalten, wo telieren, und wenn sie glauben, ja, dann können dort kein Träg tun. Das glaube ich, ging nicht durch. Ich glaube, das ging viel mehr durch, wenn jemand dort brücken deut. Da meint die Bedürftigen, dort zu helfen. Und hier wird uns gesagt, guck mal her, wenn wir bloß befrieden Gott tun, dann sind wir nicht besonders. Und du weißt uns dort, wir sollen unsere Leute rüberbringen, auch zu den Menschen, wohnen wie sein, da fehlt es am Neuesten. Vielleicht zu denen, wo irgendwas wir dort vielleicht nicht mehr ewig haben. Wir haben ein Spiel, was Jesus vertellen hat, ein Gleichnis, wo kriegt dort jeden doll wir. Der Ricker Karnbühr, der wird uns gesagt, der hat eine gute Arnd gekriegt. Und als er eine gute Arnd gekriegt hat, dann dachte er bei sich selbst, Mensch, das ist hier mal gut, nicht? Nu wollen wir mal Schienen abbrechen, nu wollen wir mal große Specker spüren. Und dann kannst du, wo ich mal meine soll sein, so meine soll. Nu hast du einen guten Verrut für dich. Und der doch, all dort, was Gott am unvertraut hat, der Zeit, wo Gott am hier geben, dort aus dem Verwohlter zu sein, dass wir bis alles verarmen. Der doch nicht der dass Gott am einen Tag wird Rechenschaft fordern, du fair. Was er damit getan hat. Und dann kommt der Herr danach und sagt, hey, das ist nachfordert man dienen soll, wem wird das dann gehören? Weil ihr da hat gar nicht angelegt für die Ewigkeit. Und du willst, weil ich nun mit einer Frau hier aufschlüten, wo haben wir unsere Ewigkeit aufgesehen hat. Wir denken vielleicht so, na ja, Jana der Acker 1000 Hektar, das traf vielleicht den. Aber wem traf das in Wirklichkeit? Ich glaube, dort fangen viele Lehrer an. Viele Lehrer. Dort fangen du an, wo wir die Kinder vielleicht Cito Pinto kriegen. Vielleicht haben sie euer Wort Geld. Wir lernen die Dummheit. Wie dort Geld umwandeln. Ist alles bis für uns. Oder sehen wir uns du ein bewusst, ich sehe hier ein Verwohlter für die Ewigkeit. Und Gott wird ein Tag mir auch fragen, habe ich klug gehandelt mit dort, habe ich mit dort, was heute mir hier gegeben hat, meine Ewigkeit zugesichert, dort gebraucht, dort investiert, damit dort für die Ewigkeit einen Lohn geben wird. Das ist eine Gelegenheit für uns. Gott lädt uns dort. Dort so zu brücken, dort so zu verwalten, dort er uns in Ewigkeit belohnen wird. Nämlich bloß dann, wann er wird sein, du bist klug gewesen. Und du weißt, wer wir klug uns verwalten, wer wir so leben, in unserer Zeit, wo wir hier haben, die so verwalten, dass der Herr auch anders uns wird sein, uns wird loben kann, du bist klug gewesen. Wir singen am Schluss noch das Lied Nummer 130. Jetzt, wo dich Jesus locket, komm, Sünder, komm. Jetzt, wo wir für dich beten, komm, Sünder, komm. Jetzt musst du dich bekehren, komm.
Sünder komm, jetzt gilt's ihn anzunehmen, komm, Sünder komm. Bist du gar schwer beladen, komm, Sünder komm. Jesus will Frieden schenken, komm, Sünder komm. Jesus allein kann helfen, komm, Sünder komm. Sag ihm nur deine Sünden, komm, Sünder komm. O, hör sein sanftes Rufen, komm, Sünder komm, komm und nimm hin den Segen, komm, Sünder komm. Jetzt, wo dich Freunde mahnen, komm, Sünder komm. Jetzt, wo der Geist noch sieht, komm, Sünder komm. Da wir noch abstunden im Schlussgebet. Lieber Heiland, wir danken dir für deine gnädige Stern am Roten det. Und Herr, du, jeder einen Menschen, der Gelegenheit gibst, am Reutmerken des, und am Reutmerken Latz, Herr, dass heute kann ein Tag eine Tüß haben in der Ewigkeit. Jemanden, wer am der aufmerkt, und jemanden, wer am du verdankt, Herr, dass heute sein Leben hier für die eugewandt haft. Herr, lud uns doch, dass der Stern nicht überhieren. Schenk, Herr, dass jeder einer, wer der Stern hier nicht einfach wachjet, sondern Herr, dass er sein Hort updet, und Herr, dass er den einen Freund annehmen det, Herr, der wo er am der aufmerken wird, in der Ewigkeit. Herr Jesus, mir, werden die beten, Herr, dass du uns bevorstechte Werken, uns sehensen, und nur denken, und schenk, Herr, dass wir so leben, dass dir gefällt. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Sei in Luten.